Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Ein zwielichtiger Fall wird heute verhandelt. Das öffentliche Interesse, besonders das der Damen, ist rege. Und der Angeklagte ist dem Gericht kein Unbekannter mehr. Als Klägerin sind erschienen die Metzgermeistersgattin Frau Julie Praxenthaler, Franny Schexmeier, Sattlermeistersgattin sowie Katharina Glöckl, die Ehefrau des Uhrmachers Hans Glöckl, alle hier aus Geisbach. Als Sachwalter der Nebenkläger fungiert Herr Advokat Dr. Schletz. Meine Damen, Sie haben vollkommen recht gehabt, dass Sie Anklage erhoben haben. Ich bin sonst kein Freund von solchen Prozessen, aber alles muss man sich ja nur wirklich nicht gefallen lassen. In meiner jahrzehntelangen Tätigkeit als Richter hier in Geisbach ist mir so ein undelikater Fall von Beleidigung, Verleumdung und übler Nachrede noch kaum untergekommen. Der Angeklagte Fetus Denge, Vizehausmeister beim Postbräu Josef Feustl und vormals städtischer Nachtwächter, soll sich schämen. Wie können Sie so geschmacklos sein, auf Ihre alten Tage noch solche Liebesbriefe zu schreiben? Sie kennen sich wenigstens schuldig, bereuen Sie Ihre Tat. Den ehelichen Verdruss und Kummer können Sie sowieso nicht mehr ungeschehen machen. Steh's auf. Eines Redens. Und der Tennisrat, ich bin total unschuldig. Durch das nämlich, weil ich ein Mensch bin, der einen anderen Menschen nicht leiden sehen kann, am allerwenigsten einen Mann. Ja, jetzt hört ihr alle den Schlawiner an. Er und unschuldig. Der größte Taugenichts ist er, den es in der Stadt gibt. Oh, du kommst noch einmal in den Laden um einen warmen Leberkäse. Hat er nicht gestern noch die Frechheit gehabt und macht bei uns Brotzeit? Hat mir aber gar nicht geschmeckt. Mein Mann ist so dumm und schmeißt ihn nicht hinaus. Also wenn der Laden nicht voller Leute gewesen wäre, ich hätte keine Rücksicht genommen. Langsam, Frau Klägerin, langsam. Und ob ich mich schon freue, mag er mich fragen, dass ich heute mit ihm fotografiert werde. Und ob mir der Brief nicht doch ein bisschen gefallen hätte. Ja, ist denn sowas nicht eine Unverschämtheit? Jawohl, Frau Klägerin, das ist es. Aber ich bin hier der Vorsitzende. Überlassen Sie die Führung der Verhandlung mir. Ich werde dafür bezahlt. Na, so viel können Sie gar nicht zahlt kriegen, wie Sie sich verdienen könnten, wenn Sie dem Haderlumpen das Handwerk legen könnten. Der Kläger bzw. die Klägerin hat, auch wenn es schwerfällt, nur dann das Wort zu ergreifen, wenn ich es ihm erteile. Schon, aber... Jetzt bitte nehmen Sie wieder Platz, Frau Klägerin. Der ist auch ein Mannsbild wie unser Herrgott, da kannst nichts machen. Die halten alle zusammen. Frau Schexmeier, ja? Sie, ich höre fei sehr gut, gell? Na, Angeklagte, wie ist es? Wollen Sie angesichts dieser Phalanx von Klägerinnen nicht lieber gleich die Waffen strecken, ein reumütiges Geständnis ablegen, sich für schuldig bekennen? Nein, so gar nicht. Schatz, das Leugnen hat gar keinen Sinn. Diese Liebesbriefe da, die haben Sie geschrieben, das steht einwandfrei fest. Nach dem Gutachten der Schriftsachverständigen sind Sie eindeutig der Urheber. Der Mensch schreibt diesmal wieder anders, einmal grob und einmal fein. Kommen Sie, Angeklagter, machen wir es kurz. Sagen Sie, ja, ich hab's getan. Es tut mir leid, ich bitte um Milde. Nichts machen. 10 Jahre kriegst du nicht gleich. Komm, wir haben heute nicht viel Zeit, es stehen noch 2 Fälle an. Und der Tennisträger strenger, ich bin so unschuldig wie ein kleines Kind. Ich kann ja die Briefe gar nicht geschrieben haben. Warum? Ja, weil ich ein Junggeselle bin. Und von der Liebe etc. und von den Frauen überhaupt keine Ahnung habe. Natürlich hat er es geschrieben. Er hat's doch meinem Mann bereits eingestanden. Ach, da schau her. Auch bei meinem Michael hat er es zugeben. Er ist es gewesen, Herr Richter und sonst niemand. Auch der Herr Bürgermeister ist der Meinung, dass es der Feigl gewesen ist. Und der Herr Gendarmeriekommandant sowieso. Und dem Uhrmacher hat es auch eingestanden. Gell, Frau Glöckl? Ja, mein Mann hat auch so was Ähnliches erzählt. Ja, wenn er es jetzt immer noch leugnet, dann wüsste ich mir schon zu helfen, wenn ich Richter wäre.
Dankeschön, ist sehr liebenswürdig, aber ich hoffe, ich komme auch ohne Ihren Beistand zurecht. Angeklagter, haben Sie vor den Ehemännern der 3 Klägerinnen das tatsächlich zugegeben? Warum leugnen Sie denn jetzt so hartnäckig? Antworten Sie halt! Also zugegeben habe ich schon, aber die Wahrheit, die schaut ganz anders aus. So. Ich bin ein mitleidender Mensch, nicht wahr? Ich wollte den ehelichen Frieden wiederherstellen helfen, nicht? Verstehen Sie? Sie können mich ruhig freisprechen, Herr Rat, da kann Ihnen gar nichts passieren. Ach, das ist aber sehr beruhigend. Wissen Sie was, Herr Rat, da schneiden wir jetzt gar nicht lange umeinander. Ich habe noch andere Beweise. Da lesen Sie jetzt einmal den Brief, der ist zwar schon 11 Jahre alt, aber lesen Sie und dann reden wir weiter. Ja, danke vielmals. Vielleicht nehmen Sie inzwischen Platz, ja? Liebster, herzallerliebster Schatz und hochverehrtes Fräulein Julie. Fräulein damals, heute schreibt der Frauchen. Das ist der einzige Unterschied. Ja, Ne? also Fräulein Julie, wo ich auch gehe und wo ich auch stehe, allerweil tut mir mein Herz halt so weh. Gut, gell? Gut. Aha. Es hat so viel Sehnsucht nach deinen rehbraunen Äugeln, nach deinen glänzenden Haaren, nach deiner ganzen sauberen Person und ganz besonders auch deshalb ich zeitlang nach deiner lieben, ranken Figur. Ja. Wie herrlich war es doch vorgestern im alten Hürterhäusl gewesen. Du bist die Beste von allen Guten und so weiter und so weiter. Das ist ja wörtlich der gleiche Brief. Jawohl, das ist er. Der hat immer das nämliche Muster. Der Hadel und der Ausgeschämte. Auch der Schluss deckt sich mit den 3 Corpora Delicti. Liebes Fräulein, komm doch morgen um 4 wieder zum alten Hürterhäusl hinaus. Es erwartet dich dort in großer Sehnsucht dein dich innig liebender Matthias Praxenthaler. Mein Ehemann. Im anliegenden Beweisstück heißt es, dein dich innig liebender Sigi Brandner, Finanzamtmann, mein Mandant. Ja, später, Herr Doktor, ich hab's ja da. Ne? Den Brief hat mir mein Matthias geschrieben, wie wir noch ledig waren. Habe ich wenigstens 11 Jahre lang geglaubt. In Wirklichkeit hat mein Mann damals den Brief vom Veitel schreiben lassen, vom Nachtwächter, für 3 Maß Bier. Ja, weil er Angst gehabt hat, er bringt ihn nicht so schön zusammen. Brav. Ein sauberes Geschäft. Stimmt das, Angeklagter? Haben Sie diesen Brief da geschrieben? Ja, mein Herr Rat, das weiß ich heute nicht mehr, aber mindestens 300 solche Briefe. Denn in den letzten 10, 20, 30 Jahren, da wo die Jugend noch einen Wert auf sowas gelegt hat, nicht? Und nur auf Bestellung. Auch Damen und Mägde haben bei mir schreiben lassen. Und nicht bloß da in Geisbach, im ganzen Bezirksamt sind sie zu mir gekommen. Meine Briefe waren direkt berühmt, nicht? Wir haben einen Erfolg gehabt. Als Nachtwächter hat man 6 Mark Gehalt gehabt die Woche. Ein strebsamer Mensch hat da unbedingt einen Nebenverdienst braucht. Sie geben es also zu? Ja, das mag sein, aber... Wenn Sie schon den Graphologen nicht trauen, das hat seine Richtigkeit, gell? Der Autor dieses Briefes ist zugleich der Autor von diesen 3 Briefen da. Für das Gericht gibt es da nicht den geringsten Zweifel. Schauen Sie, Inhalt und Schriftbild stimmen ja bis aufs i-Tüpferl überein. Übrigens, meine Anerkennung, Angeklagter, sehr schön. Ja? Ihre Schrift ist wie gestochen. Sehr schön. Ja. Jetzt ist er überführt. Und wenn das immer noch nicht langt, dann fragen Sie die Frau Schexmeier, die ist nämlich hinaus zum Hirterhäusl. Ja, aber nur weil ich dem Schuft meine Meinung sagen wollte. Und wer meinen Sie ist draus gewesen? Ja? Kein Mensch. Und wie ich wieder entgegen bin, ist mir der Veitel begegnet und hat recht hämisch gegrüßt. Guten Tag, schöne Frau, hat er gesagt. Wollt's auch mal wieder an den Ort ihrer Jugend? Ja, jetzt haben wir's gewiss gewusst, ne? Ja, damit können wir die Beweisaufnahme abschließen. Mit dem Urteil ist in circa 10 Minuten zu rechnen. Und das ist ich habe ja noch gar nichts einbestanden. Ja, was wollen's denn noch? Ihr voriges Geständnis genügt mir. Ja, aber mir nicht. Sie, Verstehen Sie mich richtig? Ich meine, selbst wenn ich die Briefe geschrieben haben sollte, bin ich trotzdem total unschuldig. Zudem, Herr Amtsgerichtsrat, möchte ich meine Ausführungen nicht zurückhalten. Im Auftrage meiner 3 Mandanten, im Auftrage also der dadurch verleumdeten Herren, Brandner, Finanzamtmann, Zielstädter, Gastwirt und Strehuber, Gendarmeriekommandant, verlange ich ein exemplarisches Strafmaß von mindestens 8 Wochen Gefängnis. Das ist zu wenig. Unter 2 Jahren geht da nichts. Wenn ich schuldig wäre, gäbe aber so nicht. Ruhe! Das Strafmaß bestimme auf jeden Fall ich, gell? Übrigens, vielleicht ist der Angeklagte wirklich nicht ganz schuldig. Vielleicht hält er sich mit Recht für nicht ganz schuldig, beziehungsweise für nicht allein schuldig. Vielleicht hat er
Im Auftrag geschrieben. Hey, Feitel, was ist? Wie lange wollen Sie Ihre Auftraggeber noch schonen? Damit schauen Sie sich nur selber. Raus mit der Sprache. Wer hat die Briefe bestellt? Ja, selber hat es geschrieben. So einen schlechten Menschen gibt's ja im ganzen Bezirk nicht. Untertänig, so Herr Gestrenge, Sie kennen mich jetzt auch schon bald 30 Jahre. Ja, bin ich ein anständiger Bürger oder nicht? Feitel, jetzt verlangen Sie bloß kein Leumundszeugnis von mir, gell? Dazu habe ich Sie schon viel zu oft in dem Saal da gesehen. Naja, das mag stimmen, dass man als Nachtwächter in allerlei so zwielichte Sachen reinkommt und erlebt. Auch als Hausler von der Post bin ich nicht ganz nah am Himmel. Aber der Gräserbatze von Geisbach bin ich noch lang nicht. Da könnte ich Ihnen einen ganz anderen Namen nennen, wenn ich möchte. Ja, na mögen's heute. Nennen Sie uns die anderen Namen. Ich warte ja drauf. Nein, nicht speziell. Ich meine so zum Beispiel, oder wie man so sagt. Hat man Ihnen ein Schweigegeld versprochen? Wie viel denn? Also für jeden Brief verlange ich prinzipiell 3 Maß Bier, das Porto und der Fünferl für Zutaten und Utensilien. Ja. Den Ehemännern der Angeklagten gegenüber haben Sie so geheimnisvolle Andeutungen gemacht. Was hat es denn damit auf sich? Reden Sie halt. Ja, da ist schwer, was zu sagen. Also gut, dann eben nicht. Wachtmeister, den Zeugen Matthias Praxenthaler. Der Zeuge Matthias Praxenthaler, jawohl. Also zu saftig darf man auch nicht eintauchen. Es langt schon, wenn er die Brief geschrieben hat. Ich mag das nicht, dass wegen meiner Gemahlin einer auf etliche Jahre ins Gefängnis muss, nicht? Also diese Weiberleute, da ist meine alte Turmo noch lieber. Ja, ja. Das muss man natürlich andeuten, dass er auf unseren Zorn gehabt hat. Aber vorsichtig. Was gehört, Michi? Vergiss das nicht. Aus Rache hat er geschrieben. Weil wir ihm nie mitspielen haben lassen beim Tarocken, nicht? Er hat ja auch immer gewonnen. Die Timmerbauern haben das größte Glück. Gut, gut. Bleib dabei und schau den Herrn Rat fest in die Augen. Diese Weiberleute, ne? Wie man schwört, das wisst ihr ja. Der Zeuge Praxenthaler Matthias, Metzgermeister von hier. Wildsableiter nicht vergessen, gell? Geh weiter, hier's. Wir sind drum. Wie tut's denn da drin? Nicht grob. Die Frau Gemahlin sind scharf geladen. So. Da gehen sogar wir vom Gericht in Deckung. Okay, weiter. Eine Mordsgaude gibt es ja so oder so. Zum Reden ist da nichts mehr. Es ist eine Schande. Exakt gesagt, man soll überhaupt nicht heiraten. Es gibt keine Präzessionsehe. Eine Hoffnung gibt's noch. Ja? Vielleicht kommen wir gar nicht mehr dran. Der Herr Rat ist ein Flinker, der hat so Sachen nicht gern. 11 Jahre die beste Ehe. Und jetzt auf einmal das. Ja, Sie haben sich also geärgert. Ja. Weiter. Sag ich zur Frau Juli, sag ich, für dich hat heute der Postbote einen Brief gebracht. Ja, lügen mich nicht an, sagt's. Wer schreibt denn mir? Soll ich dann nicht aufmachen, sag ich drauf, weil sie gerade einen Kalbschlägel herricht und nasse Hände hat. Ja, sagt's, sei so gut und lesen wir vor. Herr Zeuge, ich muss mir heute noch mehr solche Erzählungen anhören. Können Sie nicht ein bisschen flotter erzählen, hä? Ja, ja, gleich kommt's ja, gleich. Ich lese also und lese. Oh mein Gott, denke ich mir, das darf doch nicht wahr sein. Sie können Ihnen sowas niemals nicht vorstellen, Herr Rat, wenn Sie das nicht am eigenen Leib erlebt haben. Wie da einen 11-jährig glücklich verheirateten Ehemann zumut wird, wenn er so einen Brief liest. Warnen hätte ich können, fluchen hätte ich können, betten hätte ich können, einen Rauch hätte ich Mut auf können, keinen Tropf Blut mehr hätte ich geben können. Und so weiter und so weiter. Schön, ja. Sie haben also Ihre Frau verdächtigt. Jawohl. Lasst sich denken und nicht wenig. Überhaupt nichts mehr hätte ich zum Reden jetzt. Und er geht halbe Nacht nicht heim. Ja, ist mir das vielleicht zum Verübeln? Dich möchte ich sehen, wann du bei mir so einen Brief erwischt hättest, hä? Das gang mir grad noch ab. Mir klang schon deine Rasch. Sie und der Finanzamtmann, verstehst du? Ja, Himmel, Herrgott. Wie ich das gelesen habe, Herr Richter, habe ich mir das längste Messer eingesteckt und bin das Finanzamt hinüber. Darf ich dazu eine Erklärung abgeben? Oh, wenn es unbedingt sein muss, bitteschön. Der Herr Zeuge hat meinen Mandanten zwar nicht verletzt, er hat sich noch überzeugen und beruhigen lassen, So, aber... auswärts hat er sich beruhigen lassen. Aha. Und daheim, Aber- da hat er getan, wie wenn er jede Stunde Selbstmord machen möchte. Aber Ne? immerhin. Der gute Ruf dreier in der Öffentlichkeit stehender Persönlichkeiten von Rang und Ansehen ist durch diese fingierte Liebesbriefschreiberei erheblich geschädigt worden. Meine Mandanten, der Finanzamtmann Brandner, der Herr Gendarmeriekommandant Strehhuber und einer der angesehensten Gastronomen dieser Stadt können kaum mehr über die Straße gehen, ohne angepöbelt zu werden. Das ist Rufschädigung. Als Vertreter der Nebenkläger verlange ich daher ein Schmerzensgeld in Höhe von je 100 Mark.
Herr Kollege, so hochgestellt sind die Persönlichkeiten da wieder nicht. 100 Mark für einen fingierten Liebesbrief. Für das Geld schreibe ich ja 3 echte. Also, meine Mandanten sind Persönlichkeiten. Sie gehören zur Haute Volée dieser Stadt. Ja. Also, dass ich einen Liebesbrief geschrieben haben könnte, ist quasi glaubwürdig. Aber euch zwei, ich glaub, das ist einmal ein junger Kapuziner. Heb's ab, Herr Finanzamtmann. Meine Existenz ist vernichtet. Ich muss mich versetzen lassen. Und warum? Weil Ihnen die Tat niemand zutraut. Nicht einmal schriftlich traut man Ihnen einen couragierten Umgang mit dem zarten Geschlecht zu. Wir schon. Drum ist auch mein Ruf nicht gefährdet. Im Gegenteil, meine Aktien steigen. Wegen Liebesaffären werde ich strafversetzt. Ich, nachdem ich 30 Jahre lang ein ordentlicher Fiskalbeamter gewesen bin. Oh, diese Welt. Ich verstehe nichts von der Liebe. Gib mir lieber eine gute Karten. Das ist ja ein Fehler. Ihr habt's Glück im Spiel. Darauf verzichte ich. Das Glück in der Liebe ist in der Jugend wichtiger als im Alter das Geld. ihr Blindgänger, ihr. Ich gönn dir dein Glück. Mir stinkt ja grad, dass du, Herr Kommandant, der Briefel an die Lebfrische und doch so artige Uhrmachersgattin geschrieben haben sollst. Und aber wir zwar die unseren, die anderen bissigen Weiber. Da stimmt doch was nicht. Da stimmt was nicht. Stimmt, meine Herren. Ein Kavalier achtet allezeit auf eine präzis gehende Uhr. Mein Mann ist immer eifersüchtig, Herr Rat. Grundlos natürlich. Der meine schon auch? Und der meine erst. Mit so einem langen Messer ist er ins Finanzamt, ne? Das ist alles natürlich, Herr Rat. Manchmal lässt das Gift nach und manchmal kommt's wieder, nicht wahr? Wissen Sie, der Brandner, Ludwig und ich, wir sind ja zwar alte Freunde, trotzdem, dass er im Finanzamt ist. Aber wie ich dann vor ihm gestanden bin, das Messer in der einen Hand und den Brief in der anderen, na, da habe ich mir gleich gesagt, das Mandel ist unschuldig, er kann mir in die Augen schauen. Ja. Und an einen Auftraggeber glauben Sie nicht, Herr Zeuge? Nein, an einen solchen glaube ich durchaus nicht. Glauben Sie nicht, dann nehmen Sie jetzt bitte Ihren Platz, Herr Zeuge. Bitte. Kommen wir zum Ende. Ich kenne den Angeklagten gut, ihm ist so ein saftiger Unfug durchaus zuzutrauen, nicht wahr, Feitel? Stehen Sie auf. Schon wieder? Schämen Sie sich denn gar nicht als alter Mann noch solche Sachen zusammen zu schmieren, hä? Im Gegenteil, Herr Rat, ich schreibe gern über die Liebe und deren Details. Sie werden lachen. In reiferen Jahren, da schreibt man ganz gern solche Liebesbriefe. Das müssen Sie mal probieren. Ja, bin ich so begabt wie Sie. Ist der Mann schlecht? Ja. Warum haben Sie denn, wenn überhaupt, dieses Zeug dann nicht unter Ihrem eigenen Namen verschickt? Hä? Unter meinem Namen, Herr Rat, da sehen doch die Briefe noch nichts gleich. Das wäre eine Pleite ohne Gleichen. Damit die Briefe, was gleich sein muss, der Absender ein erstklassiges Mannsbild sei. Wie zum Beispiel der Herr Gendarmeriekommandant. Oder der Bürgermeister oder der Apotheker oder der Herr Pfarrer, nicht? Ich meine ja nur allgemein gesprochen von einer Kooperative. Sie haben vielleicht Abgründe in Ihrer Seele, mein Lieber. Meines. Aber trotzdem bin ich total unschuldig. Ja. Eine ganz dreckige Fantasie hat er. Nur noch einen ganz kleinen Augenblick Geduld. Wachtmeister, den Zeugen Schecksmeier, bitte. Der Zeuge Schecksmeier Michael, jawohl. Gehen Sie auf Ihren Platz. Unter ist euer Gestrenge unter uns gesagt. Ja? Ich gebe zu, dass ich die Briefe geschrieben habe, aber nur aus reiner Menschenliebe. Nennen Sie uns endlich Ihre Hintermänner oder schweigen Sie? Ich kann selber meine Schlüsse ziehen. Dann schweige lieber. Der Zeuge Schecksmeier Michael, Sattlermeister da hier. Das tut, Herr Zeuge, wir sind gleich fertig. Es ist nur noch eine Kleinigkeit. Ich möchte von Ihnen nur noch wissen, wie viel haben Sie dem Feitel bezahlen müssen für den Brief? Auch 3 Maß Bier? 3 Maß? 6 Maß haben wir da gezahlt und eine Brotzeit dazu. Das war's. Ist geschwind gegangen, gell? Ja, danke schön, Herr Zeuge, Sie können schon Platz nehmen. Alle guten Geister, jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr raus. Wie trifft er der Schlag? 6 Maß hat der Zeug. Ja, die Haderlumpen. Ab gegen das Theater. Ja, sperren Sie doch gleich alle miteinander, Richtung. Da ist um keinen Schatten. Ja, hast du gerade 3 Maß zugegeben? Ein Rimpfig bist. Ruhe, meine Herrschaften, Ruhe. So, Angeklagte, jetzt kommen Sie mal her. Jetzt möchte ich gern von Ihnen ein bisschen mehr, ein bisschen ausführlicher hören über Ihre menschenfreundlichen Bemühungen. Mein Rat, die Herren haben mir heute leid getan. Nichts für ungut. Aber wenn's Neine war, das haben sie keinen Humor mehr gehabt vor lauter Angst vor dem Heimgehen.
Nicht? Und gerade das Heimgehen haben sie auch keiner wollen. Und gerade die, da gibt es ja Persönlichkeiten, teils ängstlich und teils mutig. Und bei denen wird es halt am allerspätesten. Die Folge ist dann die heimische Katastrophe, der Kampf mit dem Drachen, nicht wahr? Die eine schimpft, die andere bockt und die dritte läuft überhaupt gleich davon. Ich habe das nicht mehr mit anschauen können, Herr Rat. Der Michel, der hat es bereits schon am Morgen gehabt. Dem ist schon ganz schlecht, wenn überhaupt was an seine alte denkt hat. Und außerdem, was müsste mit gestern fangen, die im Neuen schon keinen Humor mehr haben, wo es erst lustig wird am Stammtisch. Und da hat der Herr Gendarmeriekommandant eine Idee gehabt. Er sagt, wir müssten die Gemahlinnen, die 3 Gemahlinnen von den Herren, einmal die Schneider abkaufen. Aber wie? Sagt da der Praxenthaler. Unsere Weiber haben ja keine Angriffsflächen. Sagt er nicht, was haben sie denn mir, die besoffenen Lumpen. Und da hat einer von uns eine Idee gehabt. Er hat's gehabt. Er mir ist eingefallen. Kann man heute nicht mehr beweisen. Also der eine von uns sagt, überhaupt kann ich die Idee gar nicht gehabt haben, nicht wahr, weil ich ja der ausführende Schreiberling war. Nicht wahr? Einer sagt, man müsste die Frauen ein bisschen traktieren, ein bisschen verdächtigen, dann hätten die 3 Herren wieder Oberwasser und könnten beschwingt und furchtlos heimgehen, wann sie wollen, oder nicht? Und als sehr geeignetes Mittel ist Ihnen dafür so ein Brief aus Ihrer Hand erschienen und so weiter und so weiter. Jetzt sind wir beieinander. Ja. Mein lieber Angeklagter, unschuldig sind Sie nicht, aber ein ganz schönes Bröckerl von Ihren Sünden können Sie getrost den Ehemännern unserer 3 Klägerinnen in die Schuhe schieben. Und die hier zu verurteilen, ist in diesem Verfahren weder möglich, noch auch, wie ich glaube, vermuten zu dürfen, notwendig. Na, gute Nacht. Das Urteil erfahren Sie in circa 10 Minuten. Die sollen sie auf was gefasst machen. Das Leben geht weiter. Ob Freispruch oder Zuchthaus. Auch in der guten alten Zeit. Und auf die Guillotine hat unser alter Herr Rat niemanden geschickt. Also, meine Damen, natürlich müssen wir Männer ein kleines bisschen zusammenhalten, aber auch objektiv als Jurist muss ich sagen, 4 Wochen mit Bewährung sind einfach genug. Man kann ja nicht jedem, der einmal eine Liebesbrief schreibt, gleich lebenslänglich aufpromenieren. Eine Liebezeit, trotz der Vorkommnisse, menschlich alt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich bayerischen Amtsgericht.